Bonsoir und herzlich willkommen hier an der Escher Bibliothek. Wie ihr vielleicht schon wisst, mein Name ist Serafin Mirage und wir machen heute ein Diva Storytelling hier an der Bibliothek für uns Luxemburg Pride Online-Version. Ich werde euch den Abend 2 Geschichten erzählen von den Gebrüder Grimm, aber auf Menge aller Weise. Und ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen, und wir fangen direkt an mit der Fischerin und seiner Frau. An einer Hölzebrag hat eine Fischerin mit seiner Frau gewohnt. Sie ging alltag auf den Stausee und hat gefischt und hat gefischt. Und ein Kehr hat es einen dicken Hirsch unter der Angel. Die sagt: Fischerin, los mich leben, wann ich gelieft. Es ist gar kein richtiger Hirsch, mehr eine verwunschene Prinzessin. Was tust du davon, wenn du mich isst? Ich bin zäh und ich mache gar nicht gut. Los mich fortschwammen. Das an der Reihe, so die Fischerin, und hat den Hirsch zurück an das Wasser gehalten. Wie es dann heimkam, fragt seine Frau: Wie ist es? Hast du etwas gefangen? Ich habe einen Hirsch gefangen, sagt es. Mit die konnte schwätzen, also hier wäre eine verwunschene Prinzessin. Den Hund im Schwammen gelassen. Und das hast du einfach so gemacht, ohne etwas auf Platz zu fragen, sagt die Frau. Was hätte ich mir da sollte fragen, antwortet die Fischerin. Ma guck, sagt sie, du hast da können ein Haus wünschen. Lauf sie jetzt zurück, ruf den Hirsch, vielleicht ist es dann nicht zu spät. Und da geht die Sache an 3. Die Fischerin wollte nicht so richtig. Schließlich hat es dann aber das gemacht. Wie es bei dem Wasser ankam, war das ganz gering und giel und es war nicht schön glatt. Hat es gerufen: Fisch, mein Fischelchen am See, lauschte all mein Plo am Mai. Mit meiner Frau, mein Margret, dat nie an nie genug da krit. Et hält einfach gar nicht still, und et will nicht so, wie ich et will. Du kommt den Hirsch dabei geschwommen, sagt: Was will et dann? Ma guck, antwortet: Ich hab dich ja gefangen, und lo seht mein Margret, ich hätt mir sollten etwas wünschen. Et will nicht mehr an unserer Hölzebrag wohnen, et hätt gerne ein kleines Häuschen. Geh ruhig heim, sagt der Fisch, et hört et schon. Die Fischerin ging heim, und tatsächlich stand da ein liebes kleines Häuschen, und seine Frau saß draußen auf der Bank für drin. Sie hat es mit der Hand geholt und sagt: Komm ran, geseiste, das sei viel besser. Sie hat ihm die 4 Heftchen gewiesen, die schönen Stiftchen, Kummer mit ihren Blätter dran, und ein kleines Wiss mit Hänger, Gänsen und Obstbäumen. Guck, sagt sie, das ist ein liebes, kleines Haus. Ja, sagt die Fischerin, so schön. So wie de lo ass, so soll es bleiben. Hei können wir immer quietschvergnügt leben. Dat muss man mal nach gesinn, sagt die Frau. 8 bis 14 Däch ging alles gut. Ma
Du sot Margaret enges Ders. Lauscht amol. Eigentlich ass dat Haus doch noch viel zu eng. An den Haf, an de Gart sind och net grad groß. Dei Fisch hätte auch könne mir Großhaus gehen, ne? Geht's reck a frodere Schloss. Ma Fra, so dat, eist Haus ist doch gut genug. Was machen mir zwei dann an engem Schloss? Ma sie huet sech net ginn. A schweren Herzens as se derëm bei d Wasser gang. Dat war dunkel, gro, an dreif, an gunnet méi so geringer giel. Et war awer rouech. Hat sot: Fisch, mei Fischelchen am See, lauschte all még Plo am Mei. Mat ménger Fra, mei Margaret, dat nie an nie genug da krit. Et hält einfach guer net stell, a wëll net so wie ich et wëll. Wat wëllet dann? Sot den Hirscht. Ma weesste, sot d'Fischerin, et hat jo gern e Schloss. Geh ruhig heim, sot de Fisch. D'Schloss steht schon do. D'Fischerin ging heim, an tatsächlich war do e grosse Palast, an op dat Trab stung seng Fra. Déi huet et mat der Hand geholl a sot: Da komm ran! Awer et mat hier raggo, komme se fir d'éischt an eng Marmerhal. Denkpersonal huet gros Dieren virun hinnen opgerat, a sie gungen duch Zëmmeren mat seidenen Tapeten, gëllene Still a Kristalllüsteren, Perserteppecher an Dëcher gedeckt mat dem allerbechten Issen. Hanner dem Schloss waren Stall mat edele Perd, a Gärt mat prächtesche Blumen. Guck, sot d'Fra, ass dat net schein? O ja, wonnerschein, sot d'Fischerin. So soll et bleiwen. Mi kënne glücklich hei am Schloss wohnen. Dat muss ma awer moll nach gesinn, sot d'Fra. Den andere Muren ass d'Fra als Eichtwerkrech ginn, awéi se zur Fënster herausgeguckt an all dat Land ronderëm sech gesäit, huet se hier Fra gestoser gesot: A wage moll, a guck da alles un! Kennte mir net Königin gehen iwwer all die Lännereien? Für wat sollte mir der Königin gehen? Das scha gut, sot se. Wannst du auch net willst Königin gehen, ich will et gehen. Geh bei dein Hirscht, a so him Bescheid. D'Fischerin ass ganz traurig fortgang. Das net an der Rei an klengen Tudler geht immer, ne? Mit d'Fischerin ass ganz traurig fortgang. Et ass net an der Rei a geht net an d'Rei duerch dat, awéi et de See gesäit, war de ganz schwärz. An d'Wässer huet faul geroch. Hat huet geruf: Fisch, mei Fischelchen am See, lauschte all még Plo am Mei, mat ménger Fra, mei Margaret, dat nie an nie genug da krit. Et hält einfach guer net still, a wëll net so, wie ich et will. Wat wëllet dann? Sot de Fisch. Stell doch hier, lo wëllet Königin gin.
ma geh heem, et ass et schon. Du gungt d'Fëscherin heem, an du gesäidet, dats de Palast nach vill méi gros gi war. Zaldoten mat Säbelen an Troteren stonge runderem, an Tierm waren nach méi héich. Bannen an war alles vu purem Gold a Silver. Tridoe waren aus mussechem Samet mat goldesche Kordelen ze Summe gerücht. Sing Fra sollt op engem Heigenthron, an op dem Kap hat ze eng bombastisch Kron mat Edelsteng, an der Hand ein Zepter. O mei, Margaret, was du lo Kinigin? So d'Fëscherin. Ja, antwort sie, lo sinn ech Kinigin. O Fra, dat geht awer lo héich hier, wannst du Kinigin bas. Lo wëlle meis awer neicht méi wënschen, huet et gemengt. Sie awer ass an hirem Thron hin an hier gerutscht. Et fängt schon un langweilig ze gehen. Lang halne dat net aus. Sot ze. Geh bei der Fisch. Ich will Käserin gehen. O Fra, so d'Fischerin, dat kann ich aber den Hirsch net soen. Et gëtt nimmen Käser. Käserin kann hin de Schnitt machen. Neen, dat kann er wirklich nicht machen. Was? Hat sie geblärt. Ich seh Königin, an du bist nimmer mein Frau. Willst du lo wohl ob das se kon bei de Fisch goen, an ihm soen, dass ich Käserin will gin? Wann Hirn aus mir konnt ein Königin machen, dann auch garantiert Käserin. Du hättet nies misse bei Wasser goen. An de Durst, das unerheiert, wie mei Margaret se stellt, de Fisch gëtt bestimmt Rosen iwwer deis. A wie bei Wasser ukënnt, war dat Pechschwärz an huet gegëscht. Der Fischerin huet et gegrugelt. An awer sodet ganz lues: Fisch, mei Fischelchen am See, lauschte all még Plo am méi. Mat méger Fra mei Margaret, dat nie an nie genug da krit. Et hält einfach gur net still, a wëll net so wie ich et will. Wat willet dann? Sot de Fisch. O denk der Molun, so d'Fischerin. Et will der jo lo net Käserin gin. Geh nimmen heem, et ass et schon. Ma ja, könnt ihr euch dann lo dat käserlöscht Schloss vorstellen? Ganz aus Marmor waret gebaut. Statuen aus Alabaster stungen an engem riesige Park. An dem sie Grofen a Barone rundherum getrüppelt. An am Thronsaal, ja, do sut sing Frau op engem Thron, den 3 Male so heich war wie firdrun, mat enger Kron, déi 3 Male so groß war, a garnéiert mat Karfunkelsteng. Margaret, pass du lo Käserin? So d'Fischerin. Ja, so sie. Lo sinn ech Käserin. Himmers hat das Beiet gang, huet et verschottert vun der Seite geguckt, asot:
a Fra, wie ass dat schein, wannst du e Lokäserin bas? Fra, sot sie, wat stehst du do neicht ze man? Lo sinn ech Käserin, ma ech will Päpstin gin. Geh bei den Hirscht, am mach dat an 3. Wie d'Fëscherin dës Käier bei d'Wasser gong, hunn him Knee gewackelt. E Stürm war iwwer d'Land gezunn, an d'Wasser huet gebrüllt a sech opgebeemt. E Schëff war a Seenot geroden. Ganz verdaddert huet du gesot. Fësch mei Fëschelchen am See, lauschte Albing Plo a méi, mat méger Fra mei Margerit, dat nie an nie genug da krit. Et halt einfach go net still, a wëll net so, wie ech et wëll. Ja, wat wëllet dann? Sot den Hirscht. O mei, so d'Fëscherin, lo wëll hat och nach Päpstin gin. Geh heem, et ass et schon. A wie et heem gong, stung do eng riesig Kirch, bannen an Tausende vu Kerzen. A seg Fra war ganz a Gold gekleet, an hat 3 Kronen iwwer den een op, a lauter Prälater si runderëm si scharwenzelt, dat se schwéiert wurt, scharwenzelen. An hunn hier gëlle Schlapp geküsst. Fra, so tun d'Fëscherin, an huet sech richtig saat un hier geguckt. Fra, bist du lo Päpstin? An et huet ze ëmmerem musse bekucken. An et war him, wie wann et an d'Sonn ging kucken. Ah, wie geht dat schein hei hier, wannst du Päpstin bas? Sodet. Sie sots do, steif, an huet keen Ton fu sech ginn. So, sodet, lo bist dawer zufrieden. Lo bist du so heich kom, méi wie Päpstin kannst du net ginn. Dat musse ma dann mal nach gesinn, sot sie, an du sinn an Bett gang. Aber sie war net zufrieden, a vu Geirischkeet konnt ze net schlofen. Also huet immer missen denken, wat ze dann nach kennt gin. Und das hier neicht mir angefallen. An der Zwischenzeit ass d'Sonnopgang. Margaret huet sich opgeregt am Bett an hat eng Idee. Ech misdet sinn, den d'Sonn kenint kommandéieren. An noch de Mond. Dat duercht ze. Alle hopp, Fra, sot sie, an dobei huet sie hat an d'Trëpper gestous. Stei op, a geh bei de Fësch. Ech wëll Göttin ginn. D'Fëscherin as se so erféiert, dats et ball aus dem Bett gefall ass. Margaret, sodet an huet se sta geriffen a gehofft, et hat net richchte Scheieren. Margaret, hast du etwas gesot? Wann ech net kann d'Sonn kommandéieren, an dem Mond soen, wen hien raus dirf kommen, da kreien ech keng Rau. Ech will ginn ewéi Gott. So dat direkt dengem Fësch. Nee, Fra, sodet. As Virun hier op Knee gefall, an huet geruf. Spierden dich, halt doch op. De Fisch konntech vielleicht Käserin a Päpstin man,
Aber wie Gott sinn, dat kann kein Mensch. Sieft doch eng eenzeg Keier an dingem Liewe verstännech, a bleif Päpstin. Dun hätt ihr mal missen eng rose Loder gesinn. Sie huet mat Face gerander gehurelt a gebierelt. Geh am Mach, wat ich dir soen! Du naset gang, bis bei de See. De Sturm huet gebeetscht, dass se knapps op de Wee bliewe. So gebeetscht huet de Sturm, dass ich mich schon vertuddeln. De Sturm huet gebeetscht, dass et knapps op de Been bliewen ass. Et huet gedonnert, a geblitzt, d'Welle waren so heich ewéi de Kirchturm. Et huet misse scheizen fir den Donner ze verteinen. Fisch, mei Fischelchen am See, lauschte all meng Plo am Mei, mat menger Fra, mei Margerit, dat nie an nie genug da krit. Et hält einfach gönnet still, an d'wöll net so wie ich et wöll. Ja, wat wöllet dann? Das ball net ze glewen, ma hat will Herrgott gehen. Da geh beiet. Et setzt schon a senger Äler Brak. An do sitzen die zwei nach bis haut. So, dann lesen wir Lommel als Zweitgeschichte 4 mit dem Titel De Schneewilli. Ein Keier Matzen am Winter. Schneeflacke sind löse wie Plomme vom Himmel raufgedanzt. Soll's ein Kini gehen bei der Fenster, die ein Rum aus schwarzem Ebenholz hat. An, so wird gebut. Iwer dem Bitzen, weil sie so abgeguckt hört op de Schnee, hat sie sich an de Fanger gepickt, an et sind 3 Dröpse Blut an de Schnee gefallen. Weil dat Rot am Schnee so schön gemacht huet, dürcht sie für sich, hat ich da erkannt, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, an so schwarz wie d'Holz vun der Fenster rum. Geschwinde no huet sie e kleine Jong krit. De war so weise wie de Schnee, so rot wie d'Blut, an so schwarz wie d'Ebenholz. Dofir goufen Schneewilli genannt. Ma Kant war knapps op der Welt, du hast Kinigin verstorben. No engem Joer huet de Kinig se Schnees bestört. Huet de scheine Mann krit, me hier war agebild an iwwerhirflech, konnt net verkussen, dass irgenden méi scheine sollt sinne wie hien. Hien hat de komische Spiegel. Wann hien sech fir drun stalt an dra geguckt huet, sot hien: Spiegel, Spiegel enger Wand, wien ass de scheinsten am Land. An de Spiegel huet geantwort: Herr Kinnig, dir sit de scheinsten am ganze Land. Dann war hien zufrieden, weil hier wusst, dass de Spiegel immer d'Worecht ging soen. Wat den Schneewilli mi groß gin ass, wat hien immer mi schei gin ass. A wie 7 Joer alt war hien so schein wie de klore Freiosmuren, méi schein ewéi de Kinnig, sei Steefpap.
wéi den du nees en Käier sei Spichel gefrot huet: Spichel, Spichel un der Wand, wien ass déi scheinsten am Land? Huet hien him geantwort: Herr Kinnig, Dir si teifir, me de Schneewilli ass nach 1000-mal méi Scheine wie Dir. Dann ass de Kinniger féiert, an hien ass ganz greng a giel am Gesicht gi vun Neid. A vun dem Moment un, wann hien de Schneewilli nëmme gekuckt huet, huet sech sei Mo ëmgedreint an Gal ass him iwwer gelaf. So huet hien de Jong gehast. Den Hofert an de Neid sinn ewéi Onkraut as engem Herz an d'Luucht geschoss, so dats hien Dach annuercht keng Romi fand huet. Eng Käier huet hin dun de Jeer geruff a so zu him: Féiert kann draus an de Bambëch, ech wëllet aus den Naen hunn. Mare dot, a breng mir seng Lung a seng Liewer zeréck. De Jeer huet gefollecht an de Schneewilli mat an de Bëch geholl, méi wéi en de Jong wollt dood machen, huet hin no gefangen mat kräichen a sot: Lewe Jeer! Ich muss schon mal der Zeit verdient, Moment. Voilà, neinke. Lewe Jeer, los mich darum liewen. Ich rennen dann een Zock ganz deef an de Büsch ran a kommen nie mehr rum. Weil hien so schrecklich gekrascht huet, hat de Jeer matleet mat him. Er sot: Alle hopp, laaf du arm Kant. An den Duercht: Jesus kann er. Die Wildéiere werden noch nach sicher friessen. An awer ass him Stee vum Herz gefall, dat de Jong net huet missen dood machen. E klenkt Wëldschwein, dat grad do gesprunge kom, huet den dun erluecht an him d'Long an d'Liewer herausgeholl, fir dem Kinnig mat zu hëllen. De Kach huet dem missen am Salzwasser kachen, an den Urgemann huet ze giers a gemengt, hien het dem Schneewilli seng Lung a seng Liewer giers. Lo war dat Armkant an dem grosse Bëch Mutterseelen erläng. An den hat so eng Angst, dat sech net ze hëlle verwusst. De Bo was gesprungen iwwer d'Koppen a gelaf, wo et flach war. Iwwer die spëtz stenge wäsch, de Sterren, alt nëmme weider an déi Wëldéieren am Bëch hunn hir Lafe gelos. Hien ass gerannt so lang ewéi seg Féisse gedroen hunn, bis et bald Owend war. Dunn huet hien e klengt Häuse gesinn an en Aserergang fir ze rachten. Am Häuse war alles putzeg klang, ma eso proper an achtlech, wie sinn net wie soll beschreiwen. Du war e weis gedeckten Dëchelchen mat 7 klengen Tellercher, op all Teller e Löffelchen, dann nieft 7 Messercher, a 7 Forchettercher, a 7 Gliesercher. Läncht Mauer stonge 7 Bettercher niewen den Een, mat schneeweise Leindicher opgezun. A weil de Schneewilli so hungrig war, huet hir vun jidwer Tellerchen e bësse geméis an noch schüss de bësse Brot gies an aus all Glas eng Drps gedronk, weil wollt net engem alle se vergiessen. Duno, weil hinne so schrecklich schmidt war, huet hin sech an d'Betsche gelecht
ma et war kein richtig Moos. Dat een war ze lang, dat ander war zu kurz. Just dat 7 war gut. Doran ass sinn du leiie bliwen. En huet sech dem Herrgott vertraut, an er sein Schlof. Wéi et ganz deichter ginn ass, sinn Terren vum Häuschen heemkom. Dat waren 7 Zwergen, déi an der Déift vun de Bierger no Erz gegruwen hunn. Sie hunn hier 7 Liichtercher ugefangen, awer et scheen hell am Häuse ginn ass, hu se gesinn, dats een do banne war, weil et war net méi alles just selwecht wie fir drun, wie se fortgange sinn. Den nächste sot: Wie op mengegem Stilche gesiers. An den zweeten: Wie net vu mengegem Tellersche giers. Den dritten: Wie nur de Stück vu mengegem Breitsche geholl. Die feierten: Wie huet bei mir d Geméis giers. Die fünften: Wie huet mat méger Forschat gepickt. Die sechsten: Wie huet mat mengegem Messersche geschnitten. Die siebenten: Wen huet ass mengegem Gliersje gedronk. Dun huet den éischten emol rondem sech gekuckt, annen huet op segem Divi eng Kaul entdeckt. Hier sot: Wie suts op mengegem Bett. Die aner komme gelawer hun geruf: Am mengegem Leroren. Wie die siebenten och no as engem Bett gekuckt huet oder as engem Bett no gekuckt huet, hueten de Schneewilli gesinn, den Dralloch an noch do geschlof huet. Hin huet séier Diana abeigeruf, déi këmme gelaf an no Kriech gedoen. Sie hunn hier 7 Liichtercher geholl an de Schneewilli vun alle Seite beliicht. O Maja Josephs Bett hunn se geruf. Wéiers dat kann de so schein. Sie hatten so eng Fred, dat se op kee Fall de Schneewilli erwäsche wollten. Sie hunn hier schein weiderschlofe gelos. Den 7. Zwerch huet den Tour vun de Betterscher gemach, aber jiet verrengem eng Stonn geschlof. Du wart nur stürm. Mores ass de Schneewilli wakrech gin, awer hien déi 7 Zwerge gesinn huet, du hast erfeiert. Se waren awer frëndlech an hunn hier gefrot. Wie heechst du? Ech heeche Schneewilli, huet geantwort. A wie warst du bei an d'Haus kom? Hunn Zwerge weiter gefrot. Dun huet hin hinne verzielt, dat sein Steifpapien het wollen ëmbringen, dats de Jeer hien awer Lafe gelos hat, an dats hien de ganzen Dag duch de beim Bëch gelaf wär, bis en endlech hier d'Häuse vond het. Zwerge soten: Wannst du willst, da kannst du beiste Stot machen. Kachen, Better machen, waschen, bitzen, stricken. A wannst du dat schee proper an ordentlich muss, da kannst du bei uns bleiben, a mir losen dir et bestimmt und neicht fehlen. Ja, sote Schneewilli, von Herze gär. An hin ass do bliwen. En huet gut fir d'Zwergelscher gesuercht. Mures sinn sie an d'Biergergang fir no Erz a Gold ze sichen, owes kommen se ëm, an dann huet hiet Diese misse Pratz durchstuen. Den ganze Leven dariwer war de junge lang.
Zwergen hunne gewarnt da gesot: Hol dich gut an nucht führen Ding Steifpap. Die wees bestimmt geschwinn, dass du bei Eis bist. Los nëmme ke Mënsch an d'Haus ran. Nodems de Kinnig gemengt gehäert huet, hien hett dem Schneewilli seng Long a seng Liewer gies, war hien fest iwwerzecht, hier wär Nummer 1 am Land, an op alle Fall de scheinsten. Huet sech viru sei Spiegelgestalter gefrot: Spiegel, Spiegel un der Wand, wien ass de scheinsten am Land? Den huet de Spiegel ihm geantwort: Herr Kinnig, Dir sit hier, awer de Schneewilli hannert de Bierger bei de 7 Zwergen ass 1000 Mol mi scheine wie Dir. Den assen erféiert, well wusst, dats de Spiegel net gelunn huet. Annen huet nucht geholl, dats de Jeer e bedrun hat, an dats de Schneewilli nach Liewe ging. Hien huet wéi lang gekalendert fir e Mëttel ze fannen, fir hien dood ze machen. Well, solang hier net de scheinsten am Land war, huet den Neiten net roueg gi gelos. Wéien sech stund endlech eppes ausgeduscht hat, huet sech am Gesicht gefirft, as sech wéi eng Aal Hauserin ugedoen, et kann den hier gënne mir ëmmer kennen. So ass hien dun, also sie, iwwer die 7 Bierger bis bei die 7 Zwerge gang. Da huet sie dun und Dir geklappt a Geruf: Heier set, wo et gëlt! Schei wuer Dir Leiit! De Schneewilli huet zur Fenster rausgeguckt a Geruf: Gute Moierlei, Fra! Wat huet Dir fehl? Schei wuer, gut wuer! Huet sie geantwort. Rimmen vun alle Farben. Sie huet een rausgeholl, de war geflascht, mat de pur Farbe seit. So eng eierlech Fra kann ech rallosen, durchzechte Schneewilli. Huet de Redel vun der Dierlass gemach, an huet sech de Scheine Rimm kaft. So, Kant, sot die Aal. Willst du d'Box gedrudelt tues? Komm einer, ech mander de Rimme mal ordentlich drop. De Schneewilli huet sech neicht Beises dabei gedurcht, an huet sech virunser Gestalt, as sech den neue Rim gelos an Zouzee gelos. Die Aal huet awer so séier an so fest zougezun, dats de Jong keen Otem méi krot, an wie dood ëmgefall ass. Lo kannst du soen, du wärst ein Keier de scheinste gewircht, sot sie, also Hien. Also die Aal Hauserin an huet sech getommelt fir fort. Net lang de no géint den Owend kommen die 7 Zwergen heem. An wat sinn se aféiert, wéi se hire lewe Schneewilli do gesinn hu leiien, ewéi dood. En huet net méi gewibbelt. Sie hunnen opgehowen, an hunn dun direkt gesinn, dats de Rimm ze fest zougezu war. Sie hunne séier durchgeschnitten. Dun huet de Schneewilli ihrem ugefang e bëssen ze atmen, an no goufen is liewech. Wéi d'Zwergen heieren hunn, wie dat gange war, soten se:
Die alle Hauserin war kein anderen wie de Kinnig, dei Steifpap. Pass nimmen op, a los dach bei Leiwe käme ran, wa mir net hei sinn. Die urisch Frau, nee, also den urge Mann awer ass bei sei Spichelgang, sobald hin duheim war, an huet gefrot: Spichel, Spichel un der Wand, wien ass de scheinsten am Land? Das Keier huet de Spichel geantwort: Herr Kinnig, Dir si Teil 4. Aber de Schneewilli hannerte Bierger bei de 7 Zwergen ass 1000-mal méi Scheine wie Dir. Wie en dat heieren huet, krute bald Herz gesperr, weil wusst nëmmen zeviel gut, dass de Schneewilli ihrem Liewech gi war. Lo awer kritten eng agebrockt, dat se net méi zausech kënnt. So hier sech a mat Hexentricken huet e Kampf gëfteg gemach. Dun hueten sech als Aal Fra verkleet, an so ass hien, also sie, iwwer de 7 Bierger bei die 7 Zwerge gang. Sie huet und Dir vum Hause geklappt a Gruf: Eichklasse Schwur, Eichklasse Schwur! De Schneewilli huet zer Fënster rausgeguckt a sot: Gitt nëmme 4 run, ech dürf kin rallosen. Ma ukucken Dirfst se dat Sache jo awer bestimmt, sot die Aal. Sie huet den gëftesche Kamm rausgezun an an d'Luucht gehall. De Kampf huet dem Wowe so gut gefall, dat sie sech betudle gelos huet an en net Dir opgemach. Wéi se sech eens waren iwwer de Preis, sot die Aal: Komm, ech kammen dech mal schein. De Jong huet sech rëm neicht Beises dabei gedurcht an huet die Aal Gewerde gelos. Ma knapps hat sie ihm de Kamp an Tor gestach, huet Gëft och scho gewirkt, an de Schneewilli war fusech an der Sëm gefall. Du Scheinheetskinnig, sot die Aal voller Bausecht. Lo ass et e River mat Dir. Ass fortgang. Also Hien. Also ja, Dir versteht mich schon. Glücklicherweise waret bald Ofend an 7 Zwerge sinn heemkom. Wéi se de Schneewilli dout o Leiie gesinn hunn se gleich de Steifpap verdächtecht. Sie hunn alles ënner Sicht an dobei de gëftesche Kampf fand. Knapps hatten sinn rausgezun, du kom hier noch schon is zo sech an huet verzielt, wie alles gange war. Sie hunnen nach einkeer gewarnt, sollt dach urcht gin a kegem Dir opmachen. Den Kinnig war knapps duheem, du hast hier schon nees bei sei Spichelstuhlgang an huet gefrot: Spichel, Spichel un der Wand, wien ass de scheinsten am Land. Hien huet geantwort wie fir drun: Herr Kinnig, Dir si Teil 4, awer de Schneewilli hannerte Bierger bei de 7 Zwergen ass 1000-mal méi Scheine wie Dir. Wéi en de Spichel heieren huet so schwätzen, huet de vu Roserei gezittert. De Schneewilli soll stirwen, huet gejaut. A wann ech mech dofir entleiwe muss. Hier gong an den himmlischen Eck vu senger Kummer, wo ke Mënsch hi kom, an huet do
e gëftechen, e ganz gëftechen Äpel gemach. Nobausen huet hier gut ausgesinn. Weiß mat rode Wagen, so dass jederin, den er beguckt huet, Lust drop krit huet. Ma wie nëmmen e Steckelchen do vun der Giers huet, den huet misse stirwen. Wéi den Apel fertig war, huet de Kinnig sech rëm am Gesicht gefirft a sech als Bauerefra verkleet. Eso gong hien, pardon, eso gong sie iwwer die 7 Bierger bei die 7 Zwergen, sie huete und Dir geklappt, an de Schneewilli huet de Kap zur Fënster rausgestreckt a gesot: Es stief ke Mënsch rallosen, 7 Zwergen hun mir dat verbuden. So d'Bauerefra: Das gut, ech gi menggen Äppel scho lass. Ma do, den ha ich schenkennech da. Nee, merci, sot de Schneewilli. Ech dirf neich lofuelen. Fährtste wer vergëft? Sot die Aal. Hei guck, ech schneiden den Äpel duch. Die Seit mat de rode Bäckelscher krist du, an die Weis Seit Dirsenech. Den Äpel war awer nëmmen op dem rode Berg gëftech. Dem Schneewilli ass d'Saft am Mund ze Summe gelaf, wéi en de Scheenen Äpel gekuckt huet. An wéi dun Bauerefrau steckt vu Giers huet, konnt hi sech nëmi halen, hun huet d'Hand no Äpel ausgestreckt an die gëftech Halschund geholl. Knapps hat den Dragebass, dann hast du schon ees op de Bödem gefallen. Ganz grässlech huet de Kinnig dun op en Rof geguckt, a mat engem helle Lachen sortieren. Weise wéi Schnee, rot wéi Blut, schwarze wéi d'Ebenholz. Das Keier geht et den Zwergene Strapp ze séier. Du kennst net méi zou Dir. Awer en doheem sei Spichel gefrot huet. Spichel, Spichel un der Wand. Wien ass de scheensten am Land. Du krut hier vum Spichel geantwort: Herr Kinnig, Dir sit de scheensten am ganze Land. Dun huet sein neidecht Herz rau krit. So gut wéi eben en neidecht Herz rau ka kreien. Wéi Zwergen owes heem kommen, hu se de Schneewilli um Burdem Leiie gesinn. Dass kein Otem méi aus engem Mund kom. War dod. Sie hunnen opgeriecht, ho Gesicht, ob se appes Gëfteches géife fannen, hunne mat Wasser a Wein ganz ofgewäsch, ma et konnt alles neiich dingen. Dat gut kannt, war dod, an ass dod bliwen. Sie hunnen opgebohrt, hu sech alle 7 danirft gesat an hunn 3D-Schlein gekrasch. Du wollten sie en begruwen, Min huet nach so frisch ausgesinn an en hat nach so schéirot baken. Sie sote sech: Mir kënnen nach nëtz an den deichtere Burdem lehen. Sie hunn him dun eng Doudeluet aus Glasmache gelos.
für das ihn nach 4 Runden von alle Seiten de Schneewilli gucke kennt. Sie hun den dun dra gelöscht a mat gëllene Buchstabe sein Numm drop geschrieben. An noch, dass se de Kinnex kannt wär. Dun hun sie Lue de Rob op de Bier sprucht an von hinnen ass immer dabei bliwen. Viren zu bewachen natürlich. Och Deiere kommen an hunn gekrasch, fir d'éischt eng Eil, donno e Kurb, a fir d'lächt eng Deifchen. Lang Zeit louch de Schneewillie so an der Luet, an huet ausgesinn, wie wann hier ging schlofen. War nach immer so weise wie Schnee, so rot wie Blut, an so schwarz wie Ebenholz. Eines Tags huet de Prinz sich am Bambusch verlaf. Huet bei den Zwergen ugeklappt, fir do können iwwer nuch zu bleiwen. Hin huet dem Biersch Dodeluet gesinn, an de scheine Schneewilli dran. An den huet geliers, wat do mat gëllene Buchstabe stong. Hin huet zu den Zwerge gesot: Gitt mit Luet, an ech ginn ech dofir wa der wëlt. Met Zwerge soten: mir ginn dir se net, fir neicht op der Welt. Du so de Prinz: da schenkt ma se. Ech kann net méi liewen oni de Schneewilli ze gesinn. Ech will hier noch an Ehren halen, wéi mein allerleefsten. Wéi en dat sot, hat den Zwerge Matlet mat him an hunn him d'Luet geschenkt. De Prinz huet ze vu singen Dinger op de schëllere Fortdroe gelos. NRW ass vun hinne géint den Ärscht gestos an iwwer seg ege Face gefall. Duch dat Gestuckels ass dat Steck Äpel, dat de Schneewilli am Hals stierchen hat, lassgang. Kurz drop huet hien dann opgemach. Den Deckel vun der Luet an d'Luucht gehowen ass sech opgeriecht. Wärem Liewech. O Mammeli Kanner, wo sinn ech dann hei? Huet de Geruf. Du bist bei mir, sot de Prinz voller Fried. Hin huet ihm verzielt, wie alles gang war an sot: Ech hun de Schleiwer ewéi alles op der Welt. Komm mat mir, op mengem Pap sei Schloss, a gëff mei Mann. Den Schneewilli huet de Leif fand, en ass mat him gang. An et gouf eng prächteg Hochzeit ugesot. Dem Schneewilli sein urge Steifpap gouf och op d'Hochzeit agelöden. Wie hien sech rausgefietzt hat, assen sech virun de Spiegelstelle gang an huet gefrot: Spiegel, Spiegel un der Wand, wien ass de scheensten am ganze Land? De Spiegel huet geantwort: Herr Kinnig, Dir sieht hier, aber de jonke Kinnig ass nach 1000-mal méi scheen wie Dir. Fir d'éischt huet geflucht. Me no an no ass et Team ëmmer méi alle ginn. Wollt net op d'Hochzeit goen, me et huet him keng Rou gelos, hien huet de jonke Kinnig misse gesinn. Wie hien an de Festsaal rakom, huet de Schneewilli erkannt. Et ass him kal de Reck erof gelaf, an huet sech vu lauter Angst net méi beweescht krit.
De Steefpap stung dowei op glidesche Kuelen. An d'Glos ënnert senge Face ass so groß ginn, dat se gemengt huet, mis de Lohai danszen. Allen ass dood ëmgefallen. Dat war es Geschicht vum Schneewilli. Ich hoffe, meine Interpretationen von der Geschichte von der Gebrüder Grimm hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin nach einem flotten Abend. Ich gucke mich noch ein bisschen was ich die nächste Kehr für euch lesen. Und ich meine, hier in der ersten Bibliothek. Ich meine, ich gehe hier fündig. Viel Spaß bei den nächsten Programmpunkten. Iwer de samsten de Sonden, die ganz Woche war. Ich wünsche euch ein guten Nacht, bleibt gesund am Montag, a bis geschwind.